Ech mech entschieden Apprentissage zu machen, fir endlech en Diplom an der Tech zu. Als Scheren hunn, dats wann eng Ausbildung machen, dats dann 2-mal an Schul goen an 3-mal schaffe goen, sodech dat genau dat wat ich brauch an Fuß geng ich en Apprentissage machen, geng ich auch mit Schwänzen immer an Schul goen. Ich habe mir eine neue Herausforderung gesucht und in Luxemburg wird es halt als Erwachsener relativ gut vergütet. Das ist eine Erwachsenenausbildung halt wirklich cool und unser Beruf hat Zukunft. Ich wollte gerne etwas mit den Händen arbeiten und nicht einfach im Büro sitzen und etwas am Computer machen. Ich bin an sich seit kleinem Mund Velo passioniert an sich. Ich fahre schon ganz lange Velo. Das hat sich aber in den Jahren ein bisschen verloren. Ich habe mich auf die Schule konzentriert, Premiere gemacht. Und nach der Premiere habe ich gedacht, okay, du musst etwas machen, wo du mit den Händen schaffst, wo du das Resultat noch siehst, etwas, was du packen kannst. Das war mir immens wichtig. Ich habe mich dezidiert, Apprentissage zu machen, weil ich fand Büroberufe so, dass wir absolut nicht für mich, weil ruhig sitzen ist wirklich nicht, weil ich den ganzen Tag machen. Ein Beruf, wo ich mehr muss schaffen, fand ich, dass es besser bei mir passt. Das hat sich dann halt einfach ergeben bei mir tatsächlich, um halt ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Und dann ist es halt irgendwann halt daraus entstanden, dass ich dann halt eine Lehre gemacht habe. Ich habe davor halt 2 Jahre als Helfer gearbeitet und mir hat es halt gefallen. Also ich habe einfach verschiedene Praktikums gemacht und verschiedene handwerkliche Berufe reingeschnuppert. Ja, da hat mir der Heizungsbau am besten gefallen. Mein Vater arbeitet auch als Heizungsbauer und so bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe eigentlich am Anfang studiert und schon halt wenn's Hobby in der Kollegin herausfand, dass ich halt gerne mit meinen Händen arbeite. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich mache einen Beruf, der mir auch gefällt und wo ich dann mit meinen Händen arbeiten kann. Ich bin an sich weiterhin an meinem Ausbildungsbetrieb geblieben. Das heißt, direkt nach der Lehre sind ich mal überholt gehen. Und ja, da sind ich voll am Betrieb noch dran. Ja. Ich hatte vor, neue Erfahrungen zu sammeln auf den Baustellen, also beziehungsweise noch weitere Erfahrungen. Und danach hatte ich halt vor, einen Meister zu machen. Also ich möchte mich in Zukunft auch auf jeden Fall weiterbilden. Ob es jetzt der Meister oder der Techniker wird, weiß ich noch nicht genau. Ich denke, ich fahre weiter in den Beruf. Mir vielleicht nicht bei Autos, aber eher bei Motorrädern oder so. Man no der Lehre gif gerne dann noch de Peintre henken, dat ist nur der Lehre. Nach eng Lehre dann am Berufslehre weiter schaffen. Am liebsten die Meisterkärtner machen und dann muss ich gucken, vielleicht nicht im Betrieb oder ich weiß dann noch nicht ganz. Ich will für meine Meisterskarte zu machen und das sind dann 3 Jahre. Wenn es gut läuft, habe ich mit 21 meine Meisterskarte. Also ich möchte auf jeden Fall weiter in diesem Beruf bleiben und habe auch überlegt, meinen Meister dann zu machen, um halt einfach später mehr Möglichkeiten zu haben. Ich denke, es wird nicht mehr so körperlich anstrengend gehen, weil wenn mehr Elektroautos weitergehen, brauche ich echt den Computer, wo dann mehr dabei steht und damit schaffen muss. Mein Beruf geht immer weiter mit den Autos, immer mehr Technik und dass es dann halt immer mehr komplex geht. Und ich hoffe, dass der Beruf auch dann noch immer als Handwerk gilt und nicht mehr dann als Techniker oder als Ingenieurberuf. Ich denke, unser Beruf ist so im Wandel, dass sehr viele neue Technologien und auch Maschinen oder mit dem Heizgesetz, da weiß noch keiner so wirklich, was auf uns zukommt. Also ich denke, es wird vieles Neues geben. Wenn es im KI-Bereich denke ich, die können auch immer mehr ran. Und das ist halt flott in dem Beruf, das heißt, muss sich immer mit der Besatzung auseinandersetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Beruf über Roboter oder über andere Sachen so. Ich meine, Elektrizität, Roboter brauchen Strom. Ich meine, Roboter können nicht selber Strom machen. Es gibt mittlerweile schon viel, was robotisiert wird an den Robotern, die schon anfangen, Autos zu lackieren an einer Kabine. Dafür kann es sein, dass es weit kommt, dass man Männer machen, aber ich meine, muss aber immerhin präsent sein, für die Sachen laufen zu lassen, dass der Boutique trinkt. Auf jeden Fall noch, dass man sehr viel selbstständig macht und jetzt nicht mit irgendwelchen VR-Brillen zum Beispiel durch die Gegend läuft, sondern einfach selber noch ein Auge für etwas haben muss und auch halt einfach dann arbeiten muss, selber.